Magdalena Off aus Unterbrunn bei Starnberg ist passionierte Reiterin und geht mit ihrem 26-jährigen Haflinger Narino am liebsten ausreiten. Doch ihre Ausritte sind oft absolut außergewöhnlich. Ja, das Ausreiten ist immer schön, weil man halt einfach so Gedanken kreisen lassen kann und einfach halt ein bisschen so abgeschieden ist. Aber mit einem weiteren Begleiter ist natürlich noch schöner. Dieser Begleiter ist die 7-jährige Coco, ein Wüstenbussard. Magdalena ist nämlich auch Falknerin und trainiert somit gleich beide Tiere. Das haben wir halt gleich am Anfang ins Training mit aufgenommen, weil ich ja gesagt habe, das fand ich halt irgendwie so ein schöner Gedanken, dass halt einfach der Vogel mitfliegen kann, wenn ich ausreiten gehe. Und drum klappt es meistens recht gut. Ist halt immer ein bisschen spannend mit 2 eigenen Köpfen plus meinem. Weil Wüstenbussarde als einzige Greifvogelart in Gruppen jagen, hat Coco ein gewisses Rudeldenken. Deshalb klappt auch der gemeinsame Ausritt fast immer. Für Magdalena ein wahr gewordener Traum. Es ist schon faszinierend, weil sie das halt aus komplett freien Stücken entscheidet. Also da ist ja jetzt keine Leine zwischen uns oder irgendwie sowas, sondern sie entscheidet das selber, dass sie jetzt halt eben mit uns mitfliegen will. Freilich, weil es bei mir halt schnell einen Happen zum Mampfen gibt, aber die kann auch selber sehr gut jagen. Also sie kann jetzt einfach sagen, sobald ich das loslasse, gut, das ist mir jetzt blöd bei der und fliegt halt woanders hin und sucht sie ihm irgendwie ein Kanickel oder sowas. Und deswegen ist das, finde ich, schon einfach wahnsinnig faszinierend. Ganz selten fliegt Coco aber doch eigene Wege. Dann muss Magdalena erst das Pferd heimbringen und danach den Vogel suchen, der mit einem Sender ausgestattet ist. Gedanken macht man sich immer, weil es ist ja ein Tier, das man zurücklässt. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn das Pferd wegrennt, weil da weiß ich, ein Pferd allein im Wald ist einfach panisch und kennt sich nicht aus. Und der Vogel weiß, was er tut. Also die ist auf sich alleine auch gut gestellt. Also die weiß auch gut, was er allein machen muss. Also und darum ist sind die Sorgen weniger. Aber man hat es abends trotzdem gern daheim. Super! So, die Maus. Toll. Daheim wartet derweil bereits eine andere Greifvogeldame auf ihr Training mit Magdalenas Mann Jakob. Das ist die Luzi, das ist ein Luckerfalke und sie ist ein Langstreckenjäger. Der hetzt seine Beute über lange Strecke, deswegen Langstreckenjäger. Und hetzt sie, bis sie Beute nicht mehr kann und dann fängt er sie. Dieses Jagdverhalten imitiert Jakob mit dem sogenannten Federspiel. Mithilfe der Beuteattrappe trainiert er Luzi also für die Beizjagd. Der Schlüssel zum Erfolg sind dabei der Appetit und das Vertrauen des Vogels in den Falkner. Wenn die Luzi zum Beispiel einen Jagdflug hat, ich brauche selten hinterherfahren oder sonst was. Ich bleibe da, wo sie losgeflogen ist und sie kommt auch meistens wieder zurück. Und da geht mir das Herz auf. Ein ganz besonderer Schützling der Offs ist der Franzi. Für ihn ist in erster Linie die 5-jährige Marlene zuständig. Franzi ist eine Weißgesichtseule und macht durchaus seltsame Geräusche. Also so kommuniziert er normal tatsächlich. Und wenn er schimpft, dann klingt es anders. Genau. Das ist tatsächlich das Schimpfen, weil er das halt nicht mag, wenn man von hinten irgendwie fixiert oder so. Dann schimpft er. Aber so, das ist ein normales Kommunizieren. Weil sich die Falkner-Leidenschaft der Eltern schnell auch auf die Kinder übertragen hat, haben die Offs den Franzi bewusst für die Kinder ausgesucht und Hand aufgezogen. Da ist Marlene als der absolute Bezugspunkt von Franzi. Die hatten halt auch abgetragen und sowas. Und klar, wir unterstützen und wir helfen. Aber im Endeffekt das Training machen eigentlich in erster Linie die Kinder mittlerweile. Und ich habe ihn früher immer gefüttert. Aber er ist ganz schön schwer geworden. Wie viel wiegt er denn? Weißt du das?
eine Tafel Schokolade. Genau, so viel wie eine Tafel Schokolade ungefähr. Gell? So um die 200 Gramm wiegt der. Die Nummer 1 aber ist und bleibt Coco. Mit ihr haben Magdalena und Jakob 2013 ihren Falknerschein gemacht. Inzwischen bieten sie auch Spaziergänge mit dem Greifvogel an. Trotzdem ist die Falknerei für sie in erster Linie Hobby und Leidenschaft. Dank Coco. Ja, das Faszinierende an der Coco ist halt tatsächlich, dass die ein super Jäger ist und das vom Wesen und vom Charakter her einfach total einzigartig. Super geiler Vogel und fast schon Familienmitglied. Also wenn sie nicht mehr sein sollte, dann fehlt was.